Tja Leute, was soll ich sagen? Es ist leider wahr. Wir haben alles verloren, was uns jemals lieb und teuer war. Bis auf die Unruhen haben wir uns ausgezogen und hier in die Höhle geworfen, denn offenbar ist das Teil einer Sidequest hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Das klingt nicht nach viel Spaß, um ehrlich zu sein. Denn ich habe tatsächlich keine Ausrüstung mehr, nichts mehr. Wir starten im Prinzip so, wie wir das Spiel, wenn man so will, gestartet haben. Zumindest nachdem Ganondorf wieder auferstanden ist. Naja. So, ich gucke mal, ob ich hier irgendwas schon mal verpasst habe. Dank unserer Ultrahand können wir das ja einfach easy peasy einfach angucken. Okay. Du hast schon mal da vorne 2 Gegner gesehen. Ich nehme an, es sind noch mehrere, wa? Das wäre zumindest noch einen dritten. Oh, mit Rüstung, ja super. Also ich kann natürlich easy peasy das Ding ja einfach aufnehmen, das ist kein Problem. Das kriegen wir noch mehr oder weniger hin. Dort haben wir eine Kiste, okay. Wenn man die nützen soll. Das Problem ist ja, wir haben dort einen, wir haben dort irgendwie so einen fiesen Typen. Ich wollte irgendwie den muss ich ranschlagen und direkt killen. Okay. Wir machen nachher mit dem blauen und dem Typen da hinten. Ah, ich sehe schon. Der Felsen versucht das an der Rüstung wegzusprengen. Ja, da dürfte jetzt auch nicht so das Problem sein. Oh, warte mal. Wenn ich schon mal noch hier bin. Ich meine, wann haben wir schon mal die Gelegenheit, die nochmal zu scannen? Das war mit Rüstung, aber egal. Okay, ist nicht nötig, gut. Da muss ich natürlich momentan auch nichts machen, also geht es nur um Ultrahand oder halt fusionieren. Wenn man den großen nicht auch klein kriegen könnte. So geht's wohl nicht, wa? Ich hätte einen großen Plan machen sollen. Ernsthaft? Du bist aber nicht sehr freundlich. Schmeiß ihn einfach zu mir. Was haben wir sonst noch so? Danke. So, einer schon mal weniger. Was? Also. Oh, woher kommt der? Aua. Wir kriegen doch ganz schön Schaden, wenn wir keine Rüstung anhaben. Also, dass wir erst den Plan machen müssen, wa? Ja, ist gut, Junge, ist gut. Ganz ruhig. So. Kann du das direkt verzehren, weil wir kriegen auch sowieso neue Waffen. Der nervt mich gerade ein bisschen. Vielleicht erst einmal. Der Große dort auch schnell hinkommt. Ich weiß gar nicht. Mal gucken. So. Die Rüstung war futsch. Jetzt kommt der Große wieder, wa? Ich hab keinen Bock auf dich, Alter. Habe ich eigentlich noch... Ne, Bogen haben wir nicht mitgenommen. Und eine bessere Waffe habe ich. Aua! Das tat weh. Machen wir es mal schnell so.
Gut, den ganz Quatsch kann ich mir eigentlich sparen, weil, wie gesagt, der kommt eh nicht mehr zurück. Also doch schon, vielleicht kann ich nachher nochmal einsammeln, aber anhand der, ich sage jetzt mal, Items, Waffen, die wir aktuell haben, ich glaube nicht, dass wir die behalten würden, ne? Wird munter wieder resettet. Ja, wir sehen sie gleich. Wäre besser gewesen, wenn ich erstmal doch auf den Bogenschütz gegangen wäre und den gekillt hätte, so mit dem One-Shot vom Rücken aus und dann mich um den Rest gekümmert hätte. So, habt ihr gesehen? Jo. Ganz entspannt auf dich, ja, ist gut. Vielen Dank, Mann, und hier ist auch deine Ausrüstung zurück. Ja, danke. Ich nehme aber an, auch von der Ausrüstung her. Dauert gar. Huch, das dauert jetzt so lange zu laden. Kam ein bisschen vor wie bei Pokémon Karmesin und Purpur. Naja. Wir gehen zurück, Epona, auch wenn hier für uns ein oder andere wäre, aber zum Todesberg wieder her später tatsächlich. Ich will zu meinem Freund, wobei ich eigentlich das Ding auch schon machen könnte. Da komm, weißt du was. Und einfach mal schnell. Huch. Hallo? Ja, geht doch. Ja, weil ich einen Schock, du kannst bitte das mit wenn du mich sehen kannst. Ja, ich weiß, das hast du schon mal gesagt. Hä? Verarschen? Junge, wir kennen uns. Alter, haben die Crocs ein kurzer Gedächtnis. Ist ja unglaublich. So. Bitte hier festschnallen. Ja, nun ja. Oh. Aber jetzt gerade ernsthaft hier Material verschwenden, obwohl hier eigentlich alles wäre, oder was? Verlauf mit dem Krog drauf vor allem. Ja, fast, ne? Oh nein. Wobei, okay. Ja, die Entwickler haben natürlich nicht an sowas gedacht. Ja? Die dachten sich, ja, wir geben dir etwas, das klappt schon. Und dann kommen wir so und machen, ja, das klappt aber besser. Ja, Alter. Linkslage, ganz schlimme Linkslage. Zum Glück aber genug Batterieleiste. Ja, zumindest für sowas hier. Generell wäre es wenig, für sowas reicht es aber. Achtung, Sturzflug! Schön hier bleiben, ja. Entschuldigung, falsche Hand. Guck mal, wenn ich hier habe. Ah, da bist du ja. Jo, da ist dein Kumpel, wa? Schön festgeleimt. Tschüssi. Violet Alligator. Wo ist mein Ding jetzt hin? Ah, hier. Ich dachte gerade, der wird zum Luft aufgelöst. So, Alter, wäre dann sauer gewesen. Achso, ja gut. Hätte es vielleicht umgekehrt machen müssen. War zuerst ein Foto. Edelgeflügel. Noch Feuerbeiß, aber die eigentlich auch schon? Ne, noch nicht. Beruhig doch mal, Alter. Danke. So. So, wenn der Blue kommt, hau ich erstmal ab. Und der Leuchtstein, er muss was so sein, ja.
da haben wir aber auch noch einen Silberner, da habe ich keinen Bock drauf. Tschüss. Das wird wehtun. Naja. Hätte es zumindest, wenn ich nicht elegant abgeseilt hätte. Ja, ich hab's wirklich gesagt, elegant. So. Ja, wir müssen natürlich schon, um mehr Batterieleisten zu holen. Das ist leider so. Wir haben viel, viel zu wenig. Okay, ciao. Wie unhöflich. Ich mach einfach mal so überfallen. Aber warte mal, haben wir mit dem Geodan schon mal gequatscht? Hui! Macht das Spaß! Sehr schön, wenn so viel rumreißt wie ich, brauchst du unbedingt noch 1, 2 Lebensquellen zum Entspannen. Nach Norden geht. Okay. Das wäre schon hier gedacht, wa? So, jetzt haben wir diese seltsame Höhle. Ja gut, ich meine nur das hier. Ja, irgendwie weil wenn man ganz logisch überlegen, zum Todesberg komme ich hier sowieso nicht, ne? Also den Geonen muss ich eigentlich eh hier drüber, über den Weg. Eigentlich. So, mit aufsteigen. Der andere Kumpel war da oben, war. Ja, ich sehe ihn. Stall am Berge. Ich will zu meinem Freund. Was für ein Schlamassel. Ich muss aber zugeben, ich finde diese Crocs hier natürlich wesentlich praktischer als noch generell die Crocs im BOTW. Bei dem BOTW, da hat natürlich schon so, ja, die Crocs waren grundsätzlich, vielleicht sogar dieselben, keine Ahnung wie die hier, aber du hast halt nicht diese Kombi-Packung, wie du hier hast. Okay. Was sagen wir lieber Croc? Erfahren muss ich selber. Oh nein, wir haben Blumenmond, leck mich am Arsch. Ja, vielleicht schaffe ich das noch vorher. Schwein gehabt. Krocksamen, ja, danke schön. Tschüssi. Ja, kannst laut sagen, aber. Ich skippe mal den Blumenmond, wa? Mit Raketen. Ja, komm schon. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Ja, Zelda, ich weiß, du stehst drauf, dass ihr Fleisch und ihr Hass sich über die ganze Welt ergießt. So, sind wir fertig? Dankeschön, Spiel. Hallo? Spiel? Blumenhund! Hallo, ist fertig. Kann ich bitte... was ist jetzt los? Fehlfunktion? Ah, geht wieder. Ja, der liebe Blumenhund, war. Genauso nervig wie im BOTW. Ich meine, mittlerweile, jetzt aus diesem Spiel wissen wir ja, wie er überhaupt zustande kam. Das ist in Ganondorf, nachdem er zum Dämonenkönig wurde und eigentlich aus wie der Todbringer damals. Oder fast zumindest, dass er jetzt halt, ja, offenbar der Ursprung allen Böses ist, also zumindest der Ursprung des Blutmondes. Und deswegen eben auch meine Theorie ist, dass halt eben auch Ganon aus BOTW, dass es im Prinzip einfach nur das, sag ich jetzt mal, Miasma ist, dass ich aus, oder eigentlich hieß es damals der Schlamm des Hasses, einfach halt die böse Essenz, die aus dem verbannten Ganondorf, aus dem Untergrund von Schloss Hyrule,
herausströmte und sich halt mit der Zeit eine Form gebildet hatte. Also dass quasi keine Persönlichkeit war, sondern einfach nur das reine Böse als Substanz, wenn du so willst. Und dann natürlich ist er auch an des Blutmonds und so, kriegt er Kraft und weil er halt nicht vernichtet wurde, sondern nur versiegelt, ist halt der Blutmond trotzdem noch allgegenwärtig. Aber trotzdem, sag ich mal, solange Ganon/Ganondorf noch irgendwie gerade aktiv ist in der Oberfläche oder so, dann gibt es halt den Blutmond wieder. Irgendwie so in der Art. Das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass irgendwie sowas wäre. Nicht einfach von wegen, ja, der Ganon aus BOTW, der kann halt auch sich der Kraft bedienen vom Ganondorf oder vom Dämonenkönig Ganondorf, aber hat nichts mit ihm zu tun. Da wäre ich ehrlich gesagt gar kein Ding davon, gar kein Fan davon. Machen wir mal nur wegkommen. Bis morgens gerne. Also wenn es wirklich darauf hinauslaufen soll, dass Ganon aus BOTW und Ganondorf 4 nicht dieselbe Person ist, beziehungsweise eben, dass Ganon nicht irgendwie Ganondorf nicht der Ursprung davon wäre. Und Ganon quasi das Böse, die böse Energie, die sich langsam sich materialisiert. Und einfach von wegen, ja, da gab es mal einen Ganon, der hat da keine feste Form, der wurde dann ein paar Mal versiegelt und es gab Ganondorf, aber die haben nichts miteinander zu tun. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil. So, noch 4 Stahlpunkt, nachher müsste alles günstiger werden, wa? Ja, eben, das, was er gerade gesagt hat. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass hier eigentlich mal ein Weg war nach Goronia. Aber gut, das ist natürlich schon eine Weile her. Ich hatte irgendwie richtig Bock nach Goronia zu gehen, ganz ehrlich gesagt. Aber ja, ich habe gesagt, wir gehen nach zu den Zoras. Da habe ich eigentlich auch Bock, also insofern. So, geschafft. Einen großen Dienst erwiesen hat, der uns mit Unterwäsche bekleidet die Monster besiegt. Die Will stammt doch von Präsident Zelda. Sieht unbekleidet los. Ja, da habe ich auch gehört. Deswegen bin ich ja hier, um mit meiner Forschung zu beginnen. In Wirklichkeit hat sie gesagt, sieht wacker unbegleitet los. Also. Geist und Körper gestellt haben. Ja. Wer weiß. War sicher keine schlechte Sache, wa? Vorwärts, Forschungstruppe! Auf sie! Verstehe. Tja. Bemüht haben, bewundernswert, das ist eine echte Anführerin. So, Kollege, damit sind wir nur um 10 gerührt und Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Bisschen Kohle, dankeschön. Violette Rubin, okay. Sambai! Oh, süße Prinzessin. Wobei ich mich tatsächlich gerade frage, wenn wir schon mal dabei sind, soll er vielleicht den Rest der Dinge auch nochmal machen? Wir haben doch mittlerweile schon alle Ställe irgendwie geholt. Oder geholt, sagen wir mal, freigespielt. Die Map sieht ja hier auf dem Overworld schon mal ziemlich gut aus. Wisst ihr was, Freunde? Das machen wir. Moment. Mal ganz kurz mein dickes, fettes Lösungsbuch. So. Genau, gab ja eins von, wie es damals bei BOTW auch war. Eben auch eins zu. Wo habe ich gerade die Seite drauf? Ich habe sie irgendwo noch. Ne, das ist der falsche. Super. Ein Lösungsbuch, wo jetzt aber tatsächlich erstmal nur gucken will, bei welchen Stellen es überhaupt Dinger gibt. Diese seltsamen Quests, wo haben wir die jetzt? Es geht um die Episoden, die wir hatten. Ne? Mal ganz kurz. Tagebuch, Episoden. Unsüße Prinzessin, ja eben, das hat ja alles hier mit den Stellen zu tun. Ich würde die gerne mal langsam aber sicher abschließen. So, das wäre dann also. Oh, die süße Prinzessin wäre auf dieser Seite. Das haben wir jetzt also gemacht. Das ist eine Fortsetzung von. Wir sind jetzt zurück. So. Von der Heberregion, ne?
Echt doof, wir müssen ein bisschen mehr Licht machen, weil sonst macht man sich die Augen kaputt. Okay, ich will nur ganz kurz nachgucken. Es sind insgesamt 12 Episoden, wa? Die damit zusammenhängen. Und mir geht es vor allem darum, dass ich jetzt mal gucke, um welche Stelle geht es überhaupt. Also wo ist irgendwie was im Gange. Ich meine, wir haben... Hä? Neuer Stall, wo ist denn der? Ah, hier. Den noch gar nicht gemacht, warte mal, wir gehen mal kurz hin. Weil hier, gemäß meiner Liste, wäre das die erste Episode. Zumindest gemäß dieser Aufzählung, sagen wir jetzt mal so. Und da ich vermutlich in dieser Folge jetzt nicht mehr mich um das Reckengewand kümmern werde, werde schon mal 20 Minuten sind und ich jetzt nicht, glaube ich, noch irgendwie mit dem Zora-Gebiet anfange. Aber einfach mal hier schnell mal nach und nach durch. Den Wunden hier müssen wir eigentlich auch schon haben, wa? Also Auswahl wäre sonst peinlich. Ja, doch, habe ich. Also sonst müsste das Ding, das pure Pad hier ausschlagen. Der ist noch hier, aber haben wir gar nicht gemacht. Ich glaube das nicht, ey. Bevor sich, Kollege, so lernen wir früher Morgen wahrscheinlich die kleinen Vögelchen. Ein Monster geritten sein soll. Was? Eine unbekannte Kreatur berichtet. Dort ist eine Region im Süden gesichert worden sein. Achso, das haben wir. Genau, das haben wir schon gemacht, genau. Was? Du hast herausgefunden, was für eine Kreatur seine geritten ist. Stimmt. Alter, das war das Ding. Das ist doch auch so rund um Folge 90 rum, glaube ich, wo wir da unten noch unterwegs waren. Das ist noch ein bisschen länger her. Im Reservat, ja. Lass mich auf dich, Kollege. Genau, nämlich hier. Moment, wir haben es gleich. Doch hier irgendwo. Nee, das Angeln steht, das wird ein bisschen was anderes. Es war... Was sind das deswegen so markiert? Warte mal. Das ist auf ein Monster. Ja, doch, genau, es ist hier. Übrigens da, by the way, ist ja noch ein Schatz, den wir noch holen könnten. Haben das Schatz. Aber auch noch alle drei. Alter Schwede. Ja, habe ich auch die ganzen Schätze und Rüstungen so und hast nicht gesehen, ey. Also ich glaube nicht, dass das Let's Play so lange dauern wird wie mein aktuelles oder eben noch aktuelles Anno 1800 Let's Play, aber es wird in die Richtung gehen. Also 200 Folgen habe ich sicher, wenn ich hier durch bin. Es ist halt immer so die Frage für mich selber auch. Machst du irgendwie zuerst die ganze Hauptstory und dann die Sidequests oder machst du alles parallel? Also es geht nicht nur darum, ob es auch irgendwie dann interessant zum Zuschauen ist, sondern es ist auch die Frage, wie es denn für mich selber zum Zocken ist. Einfach nur zu sagen, jo, machst du erstmal die ganze Story nach, alle Sidequests und dann, ist über die Motivation noch da? Warte mal, habe ich den jetzt scheinbar schon gemacht und noch nicht? Geh mal kurz rein, wir sehen sie dann. Weil, kann ja gerade den Schrein noch mitnehmen, wa? Juckt ja keinen. Kritische Elemente. Brückenbau. Nö, sagt mir jetzt gerade nichts. Wir haben schon ein paar Schreine gemacht, ich glaube, an sowas würde mich jetzt erinnern. Wo mir sowas eigentlich schon bekannt vorkommt, tatsächlich. Huch! Ich weiß nicht, ob ich einen Schrein schon gemacht habe. Nee, glaub nicht, wa? Ich glaube, wenn ich so reingehe, dann schon. Ne, eine Markierung habe ich noch nicht gemacht. Aldo? Was war denn das gerade? Oh komm, das war gerade so doof.
Sieht auch lustig aus. Ups. Falsche Hand. Falsche Fähigkeit. Ja, okay, ich sehe es. Auch den hier nehmen wir. Ja, das könnte knackig werden. Aber es könnte auch reichen. Da drüben eigentlich noch etwas? Nö. Sag mal. Scheiß Buch da weglegen. Irgendwie zieht es mir die Kontrolle immer so runter. Wehe, die Brücke fällt. Oder bricht, besser gesagt. Das, nein. So einen Schaden mache ich ja nicht. Wenn eine Brücke, die kaputt ist. Ich soll da rüber. Okay. Ich so aber nicht nehmen. Ah, ich sehe schon. Naja, doch. Es geht ums Gewicht. Wo? Was ist das gerade? Warum zum Henker ist er durchgebrochen? Ja, okay. Also ich würde der Brücke jetzt im Real Life nicht vertrauen. Ja, muss es mir aber nicht. Nochmal so eine Brücke. What the? Okay. Also war eigentlich ein bisschen anders geplant. Ja, eigentlich nicht ganz so, aber okay. Groß und nah. Oh, nehme ich gerne. So. Danke, Spiel. Für ein easy Schrein. Nummer 7. Was habe ich gesagt? Bei 12, oder? Wenn ich 12 habe, setze ich wieder mal für 3 Herzcontainer an oder so. Oh, uns fehlen noch so viele. Okay, Markierung ist weg. Gehen wir zum Reservoir. Hallo? Weiser, wo bist du? Tuli, wo bist du? Okay, er ist weg. Ah, jetzt kommt es wohl wieder. Ich weiß auch noch, wieso ich hier die Markierung auf der Karte gesetzt habe. Die Frage ist halt nur, wann kann ich die auch wirklich nutzen? Oh, unser 4. Jetzt ist er endlich mal da, hä? Da war doch irgendwie so, dass wenn ich die Viecher irgendwie füttere oder so, dann scheißen die mir irgendwie Diamanten oder sowas in der Art raus. Ja, ist klar. Apropos, warte mal, ich habe doch irgendwie jetzt mittlerweile schon 7 Stück davon. Ich würde gerne mal was anderes machen. Maserschwert. Aber mal gucken. Das eigentlich auch was bringt. Ja, die Power darin immer noch nicht. Plus 25 vom Diamanten her. Das so machen kann, ist eine andere Frage. Habe ich eigentlich noch irgendwie was von den Sonau?
Delta Kriegerkonstruktoren. Das ist ein 24er. Das Ding ist ein 25er. Sieht auch ein bisschen geiler aus, wobei. Mal mit dem hier? Nee. Für den Stab oder so wäre vielleicht etwas. Das hier wäre etwas ein Ding. Für ein Schwert. Wir können auch wieder mal sortieren nach Stärke, wa? Gut, ich gebe noch Knochen, aber teils zerbricht er gleich wieder. Blaue Leune, Säbelhorn. Die scheiß Bockblindhörner sind natürlich schon krass stark, aber sehen auch scheiße aus. Ja, Dorf 45er Stärke ist auch nicht schlecht. Mit Diamanten drauf. Kann man machen. Kann machen. Wo ist eigentlich der andere Typ? Hey, Kollege! Ah, da ist Pen. Ping, ping, pang. Peng. Größen eben wie ein Forsa zu genießen, war. Dass diese Monster scharf vorbeisamen, groß wie ein Berg sind, war letztendlich auch Unfug. Also Kollege, gut gemacht. Jetzt sind wir bei 11 Gründen um selber gegangen. Für dich Nesthäkchen, dankeschön. Noch ein Rubin, dankeschön. Abflug, jo. Bis zum nächsten Mal. Und ciao zusammen, sagt er gerade. Was seltsame Tiere. Genau, das sind Dongos und so, da ist soweit alles cool. Jetzt 11. Es sind ja 12 Gerüchte. Jetzt gehen wir doch mal ganz kurz im Ganzen mal nach. In diesen Episoden. Dann machen wir mal schnell anders. Wir haben jetzt Ding mit Prinzessin auf dem Monster. So. Da gibt es noch eine Serenade für die große Fee. Die haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Jo, Schale des Waldes. Gut. Dann haben wir Feinschmecker vermisst. Da sagen nämlich auch gerade etwas. Das hier ist Nummer 3. Nummer 4 ist verschwundene Gartengeräte. Geräte. Genau, aber auch irgendwie so, sogar eine, die irgendwie, ich sag mal so, eine Person, die sehr naturverbunden war. Sehr naturverbunden. Die Hilfesuchende am Stall der Ebene. Vielleicht die noch fehlt? Ne, haben wir auch. Die Hilfesuchende. Wenn es ein bisschen schade ist, die Episoden nicht irgendwie, ich glaube bei den Stellen, dass nicht irgendwie alle richtig sortiert sind. Also ich sehe gerade die Sortierung dahinter nicht, wie die hier aufgeordnet sind, aber egal. Der Kummer der Ziegen sagt mir auch was. Genau. Das Pferd haben wir auch schon. Oh, du süße Prinzessin, haben wir gerade erst gemacht. Genau. Dann haben wir noch das Hühnerorakel, das hier haben wir auch. Dann gibt es noch eine schaurige Stimme und die versiegelte Quelle. Die haben wir auch schon alle. Was? Hä? Aber ich hab doch alle. Hä, willst du uns verarschen? Die versiegelte Quelle. Ich meine, sind nicht abgeschlossen hier. Warte mal, ich habe einen gerade übersehen. Es gibt noch einen, der heißt hier Prinzessin Zelda entführt.
Okay, der ist es. Alter, dachte schon, ey. Jetzt komplett gaga bin. Der ist im Stall der Zwillingsberge. Guck gerade mal, wie ich den am schnellsten auf der Seite finde. Hey, wir haben ja relativ viele Stellen. Stall der Hochebene. Stall der Schlucht. Pferdestation. Wieder ein bisschen was anderes. Stall der Ebene. Wo ist denn jetzt der Stall? Stall des Waldes. Stall am Berge. Südakala. Ostakala. Ja, hier. Stimmt. Ja, ich erinnere mich auch noch, das war damals, da hatten wir, glaube ich, den Fokus auf die Ding gelegt, auf die große Fee. Auf die große Feen, besser gesagt. Da haben wir gesagt, okay, neuer Stall, machen wir später. Und es war doch nachher noch irgendwie eine Monstermission mit, wie hieß er schon wieder? Hom oder so. Also der Anführer der Monsterwehr. Da war doch irgendwas in der noch. Oh, okay. Wie gesagt, wenn ich schon mal hier bin, kann ich den direkt dann noch machen. Weil natürlich ein Schreiner relativ weit oben ist. Also könnte wieder einer von der Sorte sein. Ja, der ein bisschen schwierig zu machen ist. Aber gut, zur Not halt die nächste Folge war, machen wir auch noch ein bisschen was hier. Kampftechniken, Schild. So laut, so schwierig ist. Oh, ein weißer. Dieser Schrein läutet ein Übel außer Geist in den Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Du musst parieren. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Sonst bist du ein Tor. Oh. Ja, Entschuldigung, ich dachte, wir wäre ein Pfeil. Was zum... Hä? Ausgezeichnet. Prüfung bestanden. Ach nee, doch nicht. Achte auf das Element. Ja gut, aber Blitz reflektieren wird schwierig. Ich muss ganz kurz switchen. Die machen mir ein bisschen viel Schaden, wenn man so sagen darf. Die haben ja so viele Dinge von der Sorte, wa? Krass. Mann, kann ich bitte mal einen anderen irgendwie markieren? So. Wobei mich gerade frage, ob ich für den Elektrotyp tatsächlich einen Holzschild brauche. Ne, ich glaube, es geht auch mit einem normalen Schild. Das war halt auf instinktiv, weil man dachte, okay, Strom, dann besser Holz, weil sonst, ja, leidet natürlich, wäre ein bisschen doof gewesen. Topaz-Schwert. Wenn ich natürlich trennen können, wäre es cool, wa?
Obwohl, doch, warte mal, ich habe hier ein paar Schilder. Ja, okay, jetzt so machen müssen. Okay. So war der Plan. Du. Was gibt's hier Schönes? Massiver Sonanium-Schild. Haben sogar noch einen. Also. Verzeihung. So, mitnehmen. Nee, Genau, besser so mit dem doppelten Sonanium-Schild, doppelt hält besser. Ansonsten können wir es wieder aufteilen. Dann in Tabula Rasa, da gibt es so einen netten kleinen Typen, einen kleinen Gronen, der uns für 20 Rubine ja die Waffen aufteilt, ohne dass wir sie verlieren. Da ist er ganz geil. So. Dann sind wir auch schon bei 8 Segenslichtern. Ching, ching. Möge das Segenslicht der Kraft schenken. Jawohl. Jetzt seid ihr schon wieder vorbei. Das ist ja scheiße. Das ist so. Aber vielleicht können wir ganz kurz nochmal gucken, um was es überhaupt geht. Fuck. Er hat schon die Hoffnung, es wäre Zelda, aber nee. Haben wir ob Zelda jetzt, wo der Ding... Nee, ist nicht Zelda. Jetzt, wo der Master rausgezogen habe, wo sie wieder höher fliegt. Dem nur so tief wie zuvor. Das ist schon Zelda. Ich bin echt ein bisschen irritiert. Eben nicht Zelda, so. So, wo ist mein Kumpel? Hä? Wo ist er? Warte mal, stand doch hier Stall der Zwillingsberge. Ja, Stall der Zwillingsberge. Der ist aber nicht oben, oder? Sag mal. Penn, du alter... Boah. Hallo Kollege. Hey! Ach du bist, ja, wissen sollen sie, wenn du dich trotz Mittagssonne ungesehen anzuschleichen weißt, ne? Da schauen sie einem ja die Federn. Sie wurde entführt. Wenn ich erzählt, wenn jemand so einen riesen Drachen entführen würde, aber okay. Wir haben noch nicht einen einzigen Hinweis gefunden. Wir sind Zelda entführt. Eine Kluft zwischen den Zwillingswänden. Okay, bericht nochmal. Mit dem Stall? Okay, seltsam. Ja, aber Freunde, würde sagen, diesen will es mehr. Gucken wir uns in der nächsten Folge genauer an. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Und dann. Nein, es ist nicht Zelda. Auch wenn das natürlich nicht gerade Zelda ist, muss man trotzdem langsam mal auf sich auf die Suche machen. Oder wir würden dann in der nächsten und übernächsten Folge, nachdem, uns vielleicht doch eher zu den Zoras begeben. Aber dieses scheiß Regengewand, ja, eventuell die andere Variante. Was ist denn da los? Scheiß Regen, ey. Ich meine, Onscreen sie suchen ist natürlich auch eine Variante. Wir können auch mal auf gut Glück versuchen. Ich meine, ich weiß ihre ungefähre Flugrichtung. Wir können hier natürlich auch entgegenfliegen, das geht schon. Ob es klug ist, ist eine andere Frage. So, vielleicht vorher aufgenommen ein paar Dinge farmen. Ein paar Sonanium-Dinger. Musik überall, weil sonst wird es ein bisschen eng mit unserem Fluggerät. Ja, wir gucken mal. Also, nächste Folge erstmal die Quest noch mit Zelda. Nachher müssen wir hoffentlich die ganze Klebler-Kurier-Dingsbums mal gemacht haben. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Bis dahin, bye bye.